Vandaag wil ik reden van de onderscheid van Leib en van Furcht. Ik wil am Anfang 3 Verse lezen uit de Bibel. In 2 Timotheus 1 Vers 7 sagt dat Gott geeft ons nicht einen Geist, der uns furchtsam macht, aber den Geist von Leib und Kraft, dat wir uns selbst beherrschen können. Also das Gegenteil von dem Geist von der Furcht ist der Geist von der Leib. Gott gibt die Furcht nicht, Gott gibt der Leib. 1. Johannes 4 Vers 18 sagt das. Wir brücken uns nicht fürchten vor einen, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst in uns unnötig. Wer sich nach fürchten tät, in dem ist der Leib noch nicht tüchtig geworden. Wir fürchten, dass einer sich verstruft. Und dann in Hebräer 11, Vers 6, da sagt es, aber ohne Glauben ist das unmöglich, Gott zu gefallen. Also, was ist der Glauben und was ist die Furcht? Wenn wir Glauben haben, dann checken wir in der Zukunft an mit einer Versicherung, mit wir denken an das Positive und wir freuen uns dafür und das wird worden. Das ist wirklich noch nicht geworden. Glauben ist ein Wort, was wir noch nicht füllen können, was wir noch nicht holen können, was wir noch nicht haben. Aber gerade so ist die Furcht. Die Furcht, das ist nicht, was uns all geworden ist. Da grüben wir uns nicht für. Das ist geworden, wir sind da gekommen, da grüben wir uns nicht für. Wo wir uns vergrülen ist für was wir negativischer Glaube haben für die Zukunft. In 2020 im März, als der Coronavirus ausbrechen hat, waren sehr viele Menschen über die ganze Welt, die fürchten sich, wo ich meine Arbeit los worden, wo wir können eten schreiben, Steuern gegen Tau, wo wir können eten schreiben, wo wir können unsere Medizin kriegen, was uns fehlt, was wir machen haben. Das wird in der Zukunft dunkel anchecken. Der Unterschied zwischen Glauben oder Furcht, das ist positives in der Zukunft andenken oder negatives. Wir wollten, dass positives Denken kommt von Gott, negatives Denken kommt vom Feind. Also Glauben, dort ist von Gott. Dort ist positives Denken. Oh, das wird auch schaffen. Das hat man nur noch einmal geschafft. Das wird nie wieder auch schaffen. Dort ist Glauben. Furcht, dort ist ein Glauben Teufel. Dort ist ein Weg von dem Teufel Glauben. Der negativische, nügende Stürstaub, wo ich nicht mehr kann Kräutenpapier schreiben, wo ich nicht mehr kann Eten schreiben, wo ich nicht mehr kann Medizin schreiben, was mir fehlt. Und dann denk wieder nach, loten dort in uns Gedanken rumrollen, wahre, und jedes Mal weckelt das ab, das ist ein Strang, und wird eine gratere Roll, und das fällt sich schwander und schwander. Furcht ist wirklich in Glauben an dem Feind. Furcht ist wirklich gegen Glauben gehen, gegen Gott glauben, gegen alles Positivische. Furcht ist der negativische Glauben. Also, wenn wir mit Furcht belastet sind, dann da wir wirklich noch Teufel glauben. Dann da wir wirklich noch Teufel festhalten oder dem glauben, da als Gott glauben. Das ist der einzige Weg, was Furcht ist. Und da lese ich diese Vers. Gott hat uns nicht den Glauben von der Furcht gegeben. Das Gegenteil von Furcht ist Leib und Kraft. Leib hat eine Kraft, Leib ist stark. Da ist keine Furcht in Leib, sagt es in 1. Johannes.
Also, wenn wir uns prüfen tun, da wir uns viel fürchten, das sagt in 1. Johannes 4, Vers 18, wer sich noch fürchten wird, in dem ist der Leib noch nicht tüchtig geworden. Im Englischen sagt es, in dem ist der Leib noch nicht vollkommen geworden. Das meint, du hast vielleicht all was Leib, aber da wo du Leib hast, da kostet die nicht fürchten. Da wo du Glauben hast an Gott, da kostet die nicht fürchten. Da denkst du das Positive, und der all wird auch immer gratis. Und das lässt immer gut ja und immer besser. Aber wenn wir leicht ans Fürchten tun, ich meine nicht, wenn irgendwer von hinten kämpfen, schritt ab, dass einer Hubs, das halt fürchten, das sind Verschrecken. Dort tun wir alle, Gott hat uns gemerkt, dass wir das so tun. Wir sind dort so gemerkt, dass wir uns selbst beschützen sollen, wenn wir uns verschrecken, wenn was gefährlich kommt, dass wir hastig rein sind, was tun, uns selbst beschützen. So hat Gott uns gemerkt. Das ist nicht die Fähigkeit, was ich von rede. Aber wenn wir sorgen, wenn wir Fähigkeit haben, dort ist nicht von Gott. Und der einzige Weg, die Fähigkeit los zu werden, als Deiper im Gott zu kommen, Deiper in Leib zu kommen. Der Jes von der Leib in Kraft. Dort ist das Ding von der Jes von der Fähigkeit. Die Fähigkeit, die kämpft vom Devil. Dort ist uns Devil glauben, entsteht an Leib in Kraft glauben, entsteht an Gott glauben. Mir ging das dann so, als der Coronavirus abkommen, mir kommen die Gedanken auch an, wo ich kann eten, ich habe eine Familie, wo ich das tun? Aber rein Fuß kommen mir die Farge an, was er sagt, ich bin nicht alt, ich werde jung und nicht sehe ich alt und ich kann auch niemals sein, dass Gott seine Menschen verloren haben oder dass seine Kinder müssen brachen verbraut. Und so eine Farge auf der Bibel, so sehr viel, die kommen mir an. Und dann wird ich ganz geloten, und mir ging das wirklich schein durch die Zeit, dass es mal ein bisschen mittler wird, nicht immer so drog. Ich werde ganz geloten über die Sache. Ich weiß noch später, als ich würde eten können als alle anderen. Aber wenn ich weiß, wo Gott mein Gott mir ist, und ich die Leute wiedersehen darf, wenn ich mit einmal da muss hungrig gehen, da würde ich nach Menschen kennen Leib wiesen, da würde ich nach dort, was uns erfallen wird, dort, was uns wirklich Mut geben wird, dort kann ich da nach Reise gut tun. Und wenn da viel arme Menschen wären, die meine Alleinheit auf einer Leib zu wiesen. Also, da ich mir wünschen, dass Menschen arm worden, nee, ich wünsche, dass Menschen gut aufwären und dass Menschen das schein ging. Aber die Fähigkeit, die wird weich. Die Gedanken wollen mir ankommen, ich lasse die Gedanken nicht drehen. Wenn du hast keine Fähigkeit in vollkommener Leib, der Fähigkeit ist vom Devil, der Leib ist von Gott. Das sagt, Jesus sagt selbst, sag nicht mal, was die wollen eten oder was die wollen trinken. Guck mal nach die Spatzen, die sehen nicht und die ernten nicht. Und danach, jeft Gott die immer zufrieden. Er sagt, was kann ich beginnen mit einem fähigen Leben? Kann ich einen Tag tun, wenn ich da am Sorgen tun? Nein, ich kann nicht. Also, das Einzige, was uns übrig bleibt, das Einzige, was uns schaftig machen kann, das Einzige, was uns Verweich bringen kann, dort ist Meier in der Leib Gottes nannte Eiven, dort wieder regen, Meier zu feilen, wo Gott uns ist, Meier uns selbst zu leben, wen, wie so ein großer Gott hat, was uns so wunderbar und herrlich erschaffen hat. Und nahen die Leib wieder zu regen. Dort ist das Gegenteil von Fähig. Und dort ist, wo viel von uns unsere Sorgen loswerden kann. Alle werden wel. Die können sich in der Leib Gottes naneiven. Die können der Leib widerregen. Und damit wirst du deine Fähigkeit los. Dort ist ein guter Test, eine gute Prüfung. Wenn du dich selbst prüfen lässt, du auch gleich Fähigkeiten, du auch gleich negativisch in
En toen komt van checken, wanneer ik doe, dan zie ik nog niet volkomen in de leven, zegt de Bijbel. Wel wie immer dollar volkomen worden in de leven. In de leven Gottes, in ons land schelen hebben, wat we evenvol worden, dat er waren Rütscheld en andere mensen davon kriegen. Dann brauchen wir nicht in der Welt leben. Dann können wir im Glauben wirklich Gott gefallen. Wenn das sagt, ohne Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Das Gegenteil von Glauben ist Furcht. Also Furcht gefällt Gott nicht. Weil wir uns anfallen, weil wir dieper in Gottes Leben ankommen. Und wenn du Trouble hast mit das, mit leicht fürchten, dann mal Gott beten. Mal Gott beten, dass er sich seine Leben zu die wat openbaren. Roep Gott in dein Hart an. Roep ihm in dein Hart an. Nimm ihm an als Heiland in Haar. Und nimm seine Leben an, dass du nicht mehr fürchten brauchst. Wenn die Furcht die jetzt schlägt, die Glauben die jetzt scheint. Furcht ist negatives, Glaube ist positives. Die Furcht ist wirklich ein Glauben an die Welt. Und das Negative, ein Glauben an Gott. Das gibt uns Leben, das gibt uns Kraft, das gibt uns wirklich Gott an uns.